Park Channel. Es ist eine Reise ins Ungewisse, nach Tibet, auf das Dach der Welt. Vor 1300 Jahren kam der Buddhismus hierher. In den einzelnen schwer zugänglichen Gebieten entwickeln sich im Laufe der Zeit verschiedene buddhistische Schulen. Nur hier in den Bergen Tibets können wir die finden, die wir suchen. Yogis, ein buddhistischer Mythos. Aber gibt es sie wirklich? Die Tibeter haben keinen Zweifel daran. Yogis tun Dinge, die unvorstellbar sind. Früher konnten Yogis fliegen. Heute sieht man niemanden mehr, der von Berg zu Berg fliegt, wie einst Milarepa, der erste tibetische Yogi überhaupt. Es ist eine Tradition, die in Tibet leider auszusterben droht. Wir machen uns auf den Weg, die letzten Yogis Tibets zu finden. Unser erstes Ziel ist der wohl heiligste und kraftvollste Ort Tibets, Pema Shelpuk, die Kristall-Lotus-Höhle. Guru Rinpoche, der den Buddhismus nach Tibet brachte, hat hier lange in völliger Zurückgezogenheit meditiert. Diese oft nur zu Fuß oder mit dem Pferd zu erreichenden Rückzugsorte verlangen viel von Mensch und Tier. Die dünne Luft auf 4500 Metern Höhe macht uns zu schaffen. Nur mit Mühe erreichen wir die Höhle. Vor dem Eingang wurde ein Haus in den Fels gebaut. Hier lebt ein junger Mönch, der ein Yogi werden will. Das bedeutet jahrelange Meditation in völliger Zurückgezogenheit. Vor 5 Jahren hat er ein Schweigegelübde abgelegt. Für uns bricht er es zum ersten Mal. Ein Yogi muss alle weltlichen Dinge hinter sich lassen. Das ist mühsam, aber Guru Rinpoche hat gezeigt, dass es möglich ist. Guru Rinpoche brachte die geheimen Meditationen der Yogis von Indien nach Tibet. Um ihn ranken sich zahllose Legenden. Demnach vollbrachte er wahre Wunder. Die Tibeter verehren ihn bis heute. Zeichen im Fels rund um die Höhle sollen nur durch die Kraft seiner Meditation entstanden sein. Wir verlassen Pema Shelpuk. Heute gibt es nicht mehr viele junge Mönche, die den Weg Guru Rinpoches gehen wollen. Und noch weniger erfahrene Meditationsmeister, die ihn vermitteln können. Sie haben die geheimen Lehren bewahrt, selbst über die Zeit der chinesischen Kulturrevolution hinweg. Tibetische Yogis erreichen durch Meditation an Wunder grenzende körperliche und geistige Fähigkeiten. Wie groß diese sind, zeigt sich meist erst nach ihrem Tod. Wir fahren nach Daege zum Kloster Dzongsa. Das 746 gegründete Kloster ist eines der wichtigsten Tibets. Sonam Wangpo Rinpoche. Ein wirklich beeindruckender Yogi war Lama Norsang. Sehr beeindruckend und kraftvoll. Als er nach seinem Tod verbrannt wurde, blieben von seinem Körper das Herz, die Zunge und die Augen übrig. Lama Norsang ist während seiner Meditation gestorben, in aufrecht sitzender Haltung. Die Todeszeremonie um Lama Norsang haben die Tibeter selbst in einem Video festgehalten. Noch nie gezeigtes Filmmaterial. In der Asche seines Körpers finden seine Schüler ein Zeichen. Die Augen, die Zunge und das Herz sind nicht verbrannt, sondern zu einem schwarzen Klumpen verschmolzen. Unser Weg durch die unwegsamen Berge Tibets führt uns nach Khargo. Hier begegnen wir einer ganz besonderen Methode der Yogi-Tradition, dem sogenannten Pova. Die Praxis soll auf den Zeitpunkt des Todes vorbereiten. Diese Bilder zeigen den Abschluss einer 7-tägigen Pova-Meditation. Nach Auffassung des tibetischen Buddhismus kann man mit dieser Meditation den Zyklus der Wiedergeburten durchbrechen. Bei der Pova-Praxis entsteht ein Loch im Schädel, durch das das Bewusstsein den Körper im Augenblick des Todes verlässt.
Wir machen uns auf den Weg in die Hauptstadt Lhasa. Die Hauptstraße dorthin ist eine Art Pilgerweg der Buddhisten, die sich in ständigen Verbeugungen langsam der Hauptstadt nähern. Unser Taxifahrer will mit uns unbedingt einen Umweg machen. Wenn wir etwas über Yogis erfahren wollen, sagt er, müssen wir seinen Lama kennenlernen, den Barfuß-Lama. Der 64-Jährige wird so genannt, weil er seit über 35 Jahren keine Schuhe mehr trägt. Ihr sucht Yogis? Die kann man nicht so leicht finden. Der Barfuß-Lama gestattet uns, Zeuge einer weiteren geheimen Yogi-Meditation zu werden. Er beauftragt 2 seiner Schüler, die sogenannte Meditation der inneren Hitze zu praktizieren. Der Körper soll so unabhängig von äußeren Einflüssen wie Kälte werden. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt tragen sie keine Kleidung. Außerdem gießen sie eiskaltes Wasser aus dem Gebirgsbach über ihren Körper und zeigen dabei keine Regung. Entsteht diese Körperbeherrschung durch Meditation? Lama Dorgal gilt als Meister der Meditation der inneren Hitze. Der Körper hat verschiedene innere Energiebahnen. Die muss man ganz genau kennen und verinnerlichen. Diese 5 Energiezentren von Kopf bis zum Becken muss man kontrollieren können. Da passiert unheimlich viel im Körper. Die Energien schießen durch den Körper und so entsteht die Hitze. Die Meditation der inneren Hitze hat Lama Dorgal schon einmal das Leben gerettet. Er redet nicht gern über sich selbst, aber einer seiner Schüler erzählt uns die Geschichte. Vor einem Jahr ist Lama Dorgal hier über den zugefrorenen See gelaufen und eingebrochen. Nur der Kopf schaute noch raus. Erst nach 3 Stunden konnten wir ihn rausholen. Er hatte nicht mal eine Erkältung. Lama Dorgal wünscht uns beim Abschied noch viel Glück für unsere Suche nach den Yogis. Und uns wird langsam klar, dass wir wohl gerade einem der letzten noch Lebenden begegnet sind. Einer der größten Yogis in der Geschichte Tibets war Milarepa. Nach der Legende hat er im kalten Tibet nur ein Baumwollhemd getragen. Auch er kannte die Meditation der inneren Hitze. Auch Repa Zultrim Tachin beherrscht diese Technik. Seit Jahren lebt er in Zurückziehung, in einer kleinen Höhle im Himalaya. Auch die früheren Yogis zogen sich in solche Höhlen zurück, um teilweise mehrere Jahrzehnte lang in Meditation zu verweilen. Trotz Schnee und Kälte in den tibetischen Bergen. Das können nur wahre Yogis. Wir hätten den Repa gerne nach seinem Leben in völliger Einsamkeit gefragt. Aber er ist in tiefer Meditation versunken. In seiner Welt, am Ende des Yogi-Weges, gibt es keine Fragen. Als wir die Reise nach Tibet begannen, hätten wir nie zu träumen gewagt, dass wir wahrhaftigen Yogis begegnen würden, dass uns hohe buddhistische Würdenträger freundlich empfangen und unterstützen würden, dass wir an Orte versteckt im Hochgebirge des Himalaya gelangen würden, die noch nie ein Kamerateam zu sehen bekommen hat. Und dass wir zumindest einen Eindruck von der Kraft der jahrtausendealten Tradition der Yogis bekommen haben, die vom Aussterben bedroht ist.